Ich so merci, dat man der 3 Kanten op den Ordre du Jeu setzen. Das ein bisschen, ich will nicht so mutard après dîner, weil kann die Hoffnung nie opgehen, mit das eng Form von spätem Protest. Wir hatten hei am Januar 2022 die Motion hanner löscht fir nach können einen Abfluss zu holen op die Erbestände, die den Anblick am Staatsminister am Gange wären, fir eine neue Kote Deontologie von der Regierung auszuschaffen. Ich meine, die gouf den Anblick an die Institutionen, Kommission überwiesen. Wir haben aber in der Zwischenzeit festgestellt, dass wir konfrontiert gesinn mat engem fait accompli. Die Regierung huet schon fir Ministerin und noch für die Heichbeamten eine Kote Deontologie ugeholt an publizeiert. Dat also se schwt met de Ger am Viaus darüber geschwert, weil vor eisen Andruck, dat Regierung sech einer Kontrollinstanz interessiert aus dem Kote Deontologie, weil kaum Wert Kote Deontologie unzuhöllen, wann net den effikaze Kontrolle do ass. Nee als Andruck vor der Regierung wollt ein Kontrollinstanz diese selber kann kontrollieren. An dommer da sech so es ass wie en zahnlosen Tiger. Wie wat sommer dat? Weil wir wollten dat Chamber bei der Ernennung von den Membern vom Komitee d'Ethik awer Wut Matze schwätzen hat oder ging selber ernennen. Wir wollten, dass die Membern vom Komitee d'Ethik politisch neutral sollte sinne schmengen. Dat schenkt das für ganz wichtig, zu sehen, für eine Regierung zu kontrollieren. Aber wir wollten noch hin mehr Kompetenzen gehen, zum Beispiel, dass sie all wie können publizieren oder sollen publizieren, diese holen. Alles das wären Sujet gewesen, die wir gerne diskutiert hätten, am Voraus gesagt. Das hätte auch können envisagieren, dass die Kontrolle von der Regierung durch die Chamber selber gemerkt gehen, was ja ein bisschen ihre Rolle soll sein, nämlich die Kontrolle vom Exekutiv, in Form von einer, zum Beispiel einer Kommission, die gegen von der Opposition präsidiert gehen. Alles das wäre kredibel, wer gewesen, die man hätte können explorieren. An die Kredibilität, die gilt nur bannen, natürlich die Glaubwürdigkeit von der Politik zu halten, sie gilt aber auch nur bausen, weil den Urreiz in dem Ganzen, den Urstöß kommen wir vom Greco. Und der Greco hatte schon eigentlich 2018 eine ganz Reihe Rekommendationen rekommandiert, also über den Zustand von Lützeburg hat Korruption und so weiter umgeht, formuliert. Und davon wurden dann nicht Männer wie 11 hun Deontologie von der Regierung betroffen gehabt. Also es war ein Sujet, die sowohl national wie international interessiert. Und es gibt auch genug, wer den muss kontrollieren oder wer den soll kontrollieren, egal wen an der Regierung ist. Das völlig auch so. Die Regierung muss immer kontrolliert gehen. Wir hatten noch bei Gambia 1, Gambia 2 hat man schon eine Reihe Sachen, die auch der Ethikkommission 4 gelöscht wurden. Es gibt noch immer andere Sachen, die da wert wären zu prüfen, zum Beispiel die massive Präsenz von Ministerinnen an den Schulen, notamment während der Wahlkampagnen. Oder auch die sagt, dass der Filmfonds Filme finanziert wird, an denen Ministerin auftreten. Ich zitiere den geheescht Herr Asselborn Foreign Affairs, wo der ganze Film auch vom Staat finanziert wird, wie Minister. Oder auch en zero, wo man am Diespur schon Herr Turmes abgetreten sind, alles vom Staat finanziert, alles das hätte können auch unter dem Blickwinkel von den Deontologieregeln aber überprüfen. Wir denken, dass der Komitee d'Ethik sollte nicht von der Regierung ernannt gehen, weil das am Blick der Fall. Es sind noch mans 3 Membern an dem Komitee d'Ethik, die von der Regierung selber ernannt. Wir denken, dass das nicht sollte Fall sein. Und das nicht nur, dass die Regierung den Komitee ernennt, den sie soll kontrollieren, das können nur noch ancien Ministre und ancien Député sein. Also von der politischen Neutralität sind wir ganz weit weg. Ich fällt mir spontane Poenym an, die in der Kinder nennen aus letzter Zeit. Ich will die heute nicht öffentlich nennen. Ich meine, jeder kann sich doch vielleicht Gedanken machen, was legal möglich wäre, aber was wirklich auch deontologisch umstritten wäre. Und nicht nur, dass wir eben hätten, dass die Regierung nicht selber hier Kontrollorgan ernennt, und dass die Members von dem Kontrollorgan müssen politisch neutral sein, eben auch, dass sie sollen viel mehr Kompetenzen kriegen. Das also und das ist natürlich etwas, was doch heilo wird gesucht, geht das vielleicht am Blick zu spät, aber wir bleiben Ball. Wir werden als ADR als weiter dafür einsetzen, dass die Regierung ein Kontrollen, deontologisch Kontrollorgan kriegt, was den Kriterien entspricht, die mengenlich aber ein Minimumstandard gegen durchstellen, wie kredibel die Aufgabe können zu erfüllen, kredibel überall Kritik. Und dafür mengenlich sollte man heute auch über die Motion aufstimmen, dass wo der Büt für klar ein Signal zu setzen, kit, dass die Kote Deontologie in der Regierung schon da ist, dass die publiziert ist, aber wir wollen ein Signal setzen, wie zu sagen, dass das geht alles nicht durch. Ich so nicht merci. Merci vielmals, Herr Karteiser.